Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Minecraft. Wir befinden uns immer noch in der Höhle drinnen und haben uns ja einen kleinen Abschnitt da hinten dran angeschaut, den ich noch unbedingt erkunden gehen. Das kleine grosse Problem ist, wir haben hier ein komplett volles Inventar, was wir sicher zuerst mal entleeren müssen. Und wir müssen schauen, dass wir noch etwas essen tun. Wir haben da wieder Feuersteine gerade da unten. Wir hätten da sogar noch Kürbis. Mir ist schon gesagt worden in den Kommentaren, mit Kürbis und Eisen kann ich einen Golem erstellen und jetzt da hätten wir sogar ein paar fertige, die für mich würden für gegen Zombies kämpfen, was natürlich noch ziemlich cool wäre. Warte, das können wir auf den 64 rauf tun, warte, dann nehme ich den da mit. Also Bruchstein könnten wir wirklich schauen, dass wir dann noch ein bisschen mehr farmen. Den Redstone haben wir recht viel, Eisenerz und irgendetwas hat sich in die Luft gesprengt. Nein! Nein! Woher ist jetzt der Löli gekommen? Ich habe doch da alles aufgeleuchtet. Kommt da in dem Fall noch ein Fleckchen an, da. Nein! Wieso nur? Jetzt muss ich da wieder meine Kisten anpflanzen. Um alles rein tun. Oh mein Gott, nein. Das ist jetzt einfach gemein. Das ist jetzt einfach gemein. Komm, jetzt pflanzen wir in dem Fall einfach mal alles da in die Kisten rein. Genau, so geht das schnell an. Jetzt habe ich herausgefunden, wenn ich das schneller da rein tun kann, das Holz. Lassen wir einmal gerade da Kohle. Zack, 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 zack. Das Zeug können wir alles da lassen. Der blöde Creeper hat jetzt einfach alles in die Luft gesprengt, die Nudeln. Gerade richtig mühsam. So, das können wir da runter tun. Und sammeln wir da noch schnell den Rest ein. Und tun wir da mal noch alles rein, was wir rein tun können. Und den Rest können wir ja mal mitnehmen. Im Großen und Ganzen wäre das ja nicht mal so schlimm da. Also wenn wir Bruchstein verlieren oder das verlieren, wäre nicht so schlimm. Da haben wir wenigstens so unsere Sachen safe. Jetzt frage ich mich einfach nur, wo war meine Werkbank gewesen? Hä, wo ist meine Werkbank denn hin? Hä? Wo hat es denn meine Werkbank eingesprengt? Okay. Ich versuche mir da mal Übersicht zu schaffen, aber meine Werkbank ist verschwunden. Aber ich würde zuerst mal sagen, wir tun jetzt mal zuerst gekochtes Schaf essen. Dann ignorieren wir das als mein Ofen und mein Ofen ist weg und meine Werkbank. Ja moin, okay, dann ignorieren wir das jetzt einfach und gehen mal auf die Weitererkundung vom anderen Tunnel, den ich noch gerne unbedingt anschauen gehen. Und danach machen wir uns dann langsam wieder auf den Weg zurück, um einfach mal alles entladen, was wir schon mal eingesammelt haben wieder. Weil das ist ein bisschen mühsam, wenn ich da nicht so viel Platz habe, um alles mitzunehmen. Aber für das haben wir ja dann unsere Kiste und eine gute markierte Höhle, mit der wir dann zurückfinden können. Ich wollte da nicht unbedingt runtergumpen, wenn ich da fast kein Essen dabei habe. Wollte ich da schön sanft runtergehen. Jawohl, okay. So, wir müssen jetzt eigentlich auf die andere Seite. Ich habe ein bisschen Bruchstein mitgenommen, das benutzen wir jetzt aber auch gerade, weil ich baue mir schnell ein Wägli da rüber. Damit ich da nicht muss gross rumjumpen oder irgendetwas. So. Nice. Okay, das hat gut funktioniert. Ich höre da wieder ein Grullen. Sally. Ist das unser Balletttänzer von der letzten Folge? Oh, da hat's mal einen. Ja, Sally. Wo kommen die denn her? Es kommen plötzlich von überall wieder Zombies und so, aber ich habe ja eigentlich alles ausgeleuchtet und sollte doch gar keine mehr spawnen, oder liege ich da falsch? Okay, da hinten haben wir ja alles erkundet. Jetzt gehen wir eigentlich den einen Weg noch anschauen, wo ich letztes Mal runtergefallen bin. Und zwar sollte er sich da hinten befinden. Und dann schauen wir schnell, ob wir noch irgendetwas an Diamant oder so etwas finden. Ich wollte noch gerade schon das Wasser da runternehmen. Da hinten sind wir nicht gewesen. Fackeln, schade, ich habe jetzt gerade aus Versehen meine Kohle weg da. Meine Kohle, dann bauen wir da gerade nochmal schnell ein bisschen ab. Kohle. So, weil dann können wir nämlich mal schon ein paar Fackeln erstellen. So, dann haben wir wieder 28, das langt schon mal wieder kurzzeitig. Leben haben wir ja eigentlich genug. Und wir haben noch drei rohes Schaf mit dabei, also gekochtes Schaf, nicht rohes Schaf. Jetzt müssten wir irgendwie da runter. Ich glaube, das Beste ist, ich versuche jetzt da auf den Block da drauf zu kumpen. Zack. Und dann buddeln wir uns ganz kurz mal schnell da runter und dann gehen wir mal umschauen, ob wir eben vielleicht noch Diamanten finden oder andere Rohstoffe, die wir einsammeln können. Und wenn wir da dann durchsucht haben und alles durchsucht haben, dann würde ich sagen, dann machen wir uns auf den Weg zurück, weil dann haben wir ja recht gut Materialien beieinander, die wir dann mal langsam zurückbringen müssen. Und dann würde ich jetzt mal sagen, dann gehen wir doch uns da mal umschauen. Jetzt muss ich einfach schauen, letztes Mal sind da recht viele Endermans unterwegs gewesen, dass da schon wieder ein paar unterwegs sind. Da hinten haben wir gerade eine Sackgasse, okay, nice. Dann haben wir den Weg schon mal erkundet, dann bauen wir da gerade mal aber wenigstens noch schnell unser Gold und die Sachen ab. Und jetzt muss ich glaube ich gerade mal noch schnell schauen, weil wir haben ja, doch wir haben noch mal eine
Spitzhacke. Ich bin unsicher, ob wir Dings mitgenommen haben, einen Stein mitgenommen haben. Eine Steinspitzhacke. Weil das wäre blöd gewesen, wenn wir dann Diamanten gefunden hätten, weil das kann man ja dann nur mit der Eisenspitzhacke abbauen. Mit dem anderen wäre es dann kaputt gegangen. Und dich nehmen wir auch noch mit. Also gut, den Stein nehmen wir auch gerade mal mit. Bruchstein brauchen wir nämlich auch noch. Sehr viel sogar. Sehr viel sogar. So, zack. Und jetzt können wir da die nächsten. So lang. Nice. Okay, dann haben wir gerade wieder ein bisschen Eisen gesammelt. Dann würde ich sagen, dann versuchen wir mal hier gegen hinten erkunden. Irgendetwas ist dort in der Mitte vom Lava. Das wundert mich jetzt gerade, was man da so alles findet. Ich muss ein bisschen umschauen. Da haben wir ja wenigstens schon mal ein Lichtchen. Dann gehen wir mal da durch. Und da ist Wasser. Da muss ich glaube ich ein bisschen aufpassen. Versuchen da irgendwie oben drauf bleiben. Okay. Ah, das ist einfach irgendein Erz. Okay, jetzt könnte ich eigentlich... Jawohl, das funktioniert. Okay. So, weil dann können wir nämlich da das Lava ein bisschen weg tun. Dann kann ich mich nämlich da unten durch ein bisschen begeben. Und muss nicht da die ganze Zeit mir Sorgen machen, dass ich vielleicht plötzlich ins Lava reingehen. So, dann brauchen wir da mal Licht. Da geht es noch recht weiter. Okay, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass da noch so viel weiter geht. Dann baue ich jetzt aber wirklich zuerst mal noch schnell den Redstone da ab. Weil ich glaube, den könnte man sicher mal in der späteren Zeit noch gut gebrauchen, um ein paar Sachen können automatisieren. Am coolsten wäre natürlich, wenn wir jetzt noch eine Eisenbahn finden. Also so einen unterirdischen Bergschacht. Das wäre jetzt natürlich mega cool, wenn es jetzt plötzlich noch auftauchen würde. Dann gehen wir doch mal schnell güchseln, was wir da noch so haben. Aber da geht es, glaube ich, auch langsam dann nicht mehr weiter. Sieht es auch langsam nach einer Sackgasse aus? Jawohl, okay. Das Einzige, was ich natürlich machen kann, ist, ich puddle da noch schnell ein bisschen umeinander. Das kann ja sein, dass da plötzlich nochmal... Nicht so. Kann ja sein, dass da plötzlich nochmal ein Weg auftauchen. So, noch ein bisschen umeinander bauen. Mal schauen, mal schauen. Weil da hat einfach plötzlich so viel roter Stein. Ich habe aber keine Ahnung, wie der heisst. Ich glaube, es Arasit oder irgendetwas in die Richtung. Komm, die Kohle nehmen wir doch auch gerade mit. Wenn wir da schon mal bauen sind. So, was Kohle hat, kann es auch einen Geheimgang geben. Das habe ich lernen. Beim letzten Mal haben wir genau das gleiche gehabt. Da haben wir Kohle abgebaut und plötzlich ist noch mal ein Weg hinten drauf gekommen. Also plötzlich ist die riesige Höhle hinten gekommen, kann man schon fast sagen. So, komm, die Kohle nehmen wir alles mit. Kohle, Kohle, Kohle. So, abbauen das Zeug. Aber ich glaube, da wird kein weiterer Weg führen kommen. Aber wenigstens haben wir noch mal ein bisschen Kohle schon mal zusammengenommen. Dass wir wirklich auch safe immer genug Kohle haben. Und jetzt könnte ich im Notfall auch noch mal ein paar Fackeln erstellen, was natürlich auch ziemlich nice ist. Aber so wie sieht es aus, als würden wir da nicht mehr finden. Vielleicht halt die Höhe rauf. Was ist das da? Was ist das da? Was ist das da? Ist das Smaragd? Ist das ein Smaragd? Ich gehe jetzt einfach davon aus, weil es grün ist. Buddeln wir noch schnell rundherum aus, vielleicht kommt da noch mal einer führen. Mit diesen Smaragden können wir ja täuschen dann gegen Händler und so. Weil ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wo man die findet, aber wie es aussieht, findet man die in dem Fall einfach auch in Höhlen. Das ist nämlich jetzt unser erster, den wir gefunden haben. Wahrscheinlich sind die auch noch ein bisschen seltener in dem Fall. Da geht es einfach riesig weit rauf noch. Die Frage ist, ob ich mich einfach mal so gegen aufbauen oder ob wir jetzt einfach mal zurückgehen und von dort aus schauen, ob man noch einen Weg findet. Aber sonst würde ich sagen, haben wir eigentlich langsam alles erkundet in dieser Höhle. Da oben, ja, ich sehe eigentlich nichts, aber ich sehe nur eine riesige grosse Schlucht, die wir uns drinnen befindet. Dann würde ich mal sagen, das bringt nichts mehr. Das bringt eindeutig nichts mehr. Da weiter umeinander zu schauen, da hinten sind wir ja schauen gegangen. Was macht das Huhn da? Was macht das Huhn da unten? Hä? Ist das ein Zombie mit einem Huhn? Bin ich jetzt so gerade voll verarscht? Hä? Oh mein Gott, da reitet einfach so ein kleiner Zombie. Du Drecksau. Oh, du kleine fiese Drecksau. Der reitet einfach auf einem Chicken rum. Jetzt passiert etwas, was du nicht erwartest. Und du stirbst. Komm, du Löli. So. Der ist einfach auf einem Hühnchen geritten. Ist das normal? Ist das normal oder ist das jetzt etwas Spezielles gewesen? Oh mein Gott! Wo kommst jetzt du her? Hat es da oben irgendeine Höhle, die noch nicht durchleuchtet ist? Oder es bahnt die in der Luft rein?
Spawnen die echt in der Luft rein? Weißt du was, aber ich wollte jetzt nicht unbedingt den Bruchstein nehmen. Wir haben ja da noch Granit und noch diese hier. Weil die brauche ich ehrlich gesagt nicht so viel. Brauchen wir lieber die schnell. Hat es da oben nochmal eine Höhle? Sieht so aus wie eine Höhle, aber es könnte auch ein Sackgasse sein. Soll ich jetzt nochmal schnell dort drüber schauen? Was haben wir da noch, wo ich nicht unbedingt brauche? Um die... Den Kürbis wollte ich eigentlich nicht brauchen. Ich wollte eigentlich auch den Bruchstein nicht brauchen, weil ich finde, wir brauchen den eigentlich. Aber jetzt müssen wir ihn halt nochmal schnell ein bisschen benutzen. Jetzt gehen wir noch schnell güchseln, was da hat. Ob das nochmal eine Höhle ist oder ob das jetzt einfach ein Sackgässli ist. Es dunkelt mir eher wie eine kleine Sackgasse, außer dass ich da noch Wasser höre. Kommt das Wasser von oben dran? Ich buddle da jetzt einfach mal schauen. Hallo? Wieso höre ich da Wasser? Hat es da Wasser über uns? Mal güchseln. Ja, hallo? Wir haben nochmal eine Höhle gefunden. Ja, moin. Komm, weg von mir. Von mir aus spreng dich, aber nicht bei mir. Weg, 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 weg. Ah! Oh Mann. Bin ich verschrocken. Ich dachte, das könnte unser Tod sein, ehrlich gesagt. Komm, wenn wir da mal schon ein bisschen ausleuchten. Wir haben da nochmal eine Höhle gefunden. Ziemlich nice. Also dank dem Wasser, das da platschert hat, haben wir das gehört. Sonst hätte ich das wahrscheinlich auch nicht gefunden. Voilà, dann gehen wir zuerst drüber ein bisschen ausleuchten. Gehen wir mal da lang. Hä? Wie weit rauf geht jetzt das schon wieder? Ja, hoi. Okay, und da hinten finden wir Lava. Aber da unten hat es auch eine Fackel. Also wir müssten da schon mal gewesen sein. Wir müssten da eigentlich schon mal gewesen sein. Da hinten hat es auch Fackeln. Könnte das sein, dass ich jetzt eine Höhle gefunden habe zu unserer anderen Höhle? Könnte das möglich sein? Könnte das echt möglich sein? Ich muss jetzt unbedingt noch mal schon ein paar Fackeln machen. Zack. So, nochmal 23 Fackeln. Das sollte mal lange. Dann gehen wir noch schnell den anderen Abschnitt anschauen und dann schauen wir, ob wir gerade oben durch wieder zu rauskommen. Das wäre natürlich ziemlich nice. Dann müssen wir nicht den ganzen Weg wieder rundum... Ah! Alter! In dieser Folge nervt mich ein Creeper richtig. Komm, spreng dich dort. Dann muss ich es nicht abbauen. Oh, ich habe ihn geschafft töten. Okay. Das ist auch okay. Das ist auch völlig okay. Aber da haben wir wieder... Ich werde mich langsam veräppeln mit dieser Höhle. Oh nein, jetzt bin ich da ganz oben dran. Ui, ui, ui. Es wird auf mich geschossen da. Aber von wo ist jetzt die Frage? Von da hinten? Hä? Ja moin, komm, wir lassen es jetzt bleiben. Wir lassen es jetzt bleiben. Wir lassen es jetzt einfach bleiben. Ich denke, wir haben wirklich genug Sachen eingefarmt. Wir können ja da jetzt auf dem Weg noch ein paar Sachen einfarmen und machen uns langsam auf den Weg zurück. Und versuchen den Weg retour zu finden. Wenn wir Glück haben, haben wir da eine Verbindung gefunden zu der anderen Höhle. Sonst hat es da nichts weiteres, das ist ja kein Abschnitt, okay. Schade, haben wir auch keine Diamanten mehr gefunden. Ich hätte mich jetzt mega darauf gefreut, wenn wir noch ein paar Diamanten gefunden hätten. Also in dieser Größe von dieser Höhle hätte ich das eigentlich auf eine Art ein bisschen erwartet, aber wie es aussieht, ist das nicht so der Fall. Was ist da? Was ist da? Da haben wir noch etwas zum Anschauen. Aber nichts Spektakuläres, auch wieder ein Sackgasse. Okay. Und die Zombies, die ich höre, sind wahrscheinlich entweder oben uns oder unter uns, irgendwo. Mitten in der Wand drinnen wahrscheinlich, einfach zum uns nerven. Ja, irgendwo da. Aber wir ignorieren es jetzt. Wir haben hier Fackeln gefunden. Jetzt muss ich einfach aufpassen, dass ich mich wirklich nicht verlaufe. Das wäre wirklich mühsam, wenn wir uns verlaufen würden. Okay.
Ich glaube, da durchgehen wäre jetzt gerade ein bisschen dumm. Ausser wir benutzen den Stein hier schnell. Ja gut, das ist nicht viel besser. Ah! Das ist jetzt nicht gerade viel besser. Ich glaube, ich lande das oder ich tue es schnell mit dem Wasser löschen. Dann machen wir es halt so. Oh, jetzt ist ein bisschen dunkel. Wir haben es knapp überlebt, das ist schon mal gut. Knapp ist immer gut. Müssen wir einfach aufpassen. Ich glaube, ich esse gerade nochmal das nächste Stückchen. Aber wo genau sind wir? Ah, was? Wir sind da? Hätte nicht gedacht, dass wir wieder dort auftauchen. Ja, alle miteinander, ja. Okay. Das heisst nämlich, unser Weg ist irgendwo... Nein, da haben wir den Niederdingsbus abgebaut. Dann ist das sogar der Eingang wieder da vorne. Könnte das möglich sein, dass da oben gerade unser Eingang ist? Ich glaube, es sieht ganz danach aus. Jawohl! Da kommt wieder ein Löli auf uns zu. Wo es unbedingt wissen will. So, nice. Hey, wir sind schon Level 26. Aber von wo kommt denn der? Das wundert mich ein bisschen. Woher kommt zum Beispiel der da? Wir haben doch alles ausgeleuchtet. Warum spawnen denn überhaupt irgendwelche Gegner noch? So, ich würde mal sagen, wir tun jetzt da mal schon alles plus minus einsortieren, also zusammensortieren. Weil da haben wir ja Eisen, da haben wir Gold. Bruchstein können wir da gerade auch noch mitnehmen. Machen wir da einfach mal schnell alles Bruchstein. Ein rohes Hühnli. Das könnte man dann mal noch kochen eigentlich. Federn. Verfaultes Fleisch. Also das Holz nehme ich sicher mal gerade noch mit direkt. Dann ein Lapizual. Magma könnten wir noch mitnehmen. Das Kies würde ich jetzt mal behaupten, können wir noch schnell da lassen. Andererseits auch. Wolle wüsste ich nicht, ob wir die einfach noch schnell einmal momentan noch da lassen, weil die Höhle würden wir sicher noch mal schnell finden. Ah, das sind Feuersteine, das sind keine Kohle. Aber ich glaube, die könnten wir jetzt sicher einmal mitnehmen. Die Weizen nehme ich jetzt einfach mal noch mit. Rohrzucker, das Leder. Und den Rest würde ich jetzt mal noch da lassen. Ah, da, wir haben da noch unten haben wir noch 2 Plätze. Was nehmen wir mit? Nehmen wir Teier mit oder Bögen? Was nehmen wir noch mit? Also die Sachen würde ich mal da lassen. Die finde ich nicht so spannend. Die Spitzhacke mit Effizient 3, die würden wir wahrscheinlich dann irgendwann ein anderes Mal noch brauchen. Komm, ich nehme jetzt mal noch Knochen mit, weil mir schon auch in den Kommentaren gesagt wurde, ich soll aus Knochen irgendein spezielles Mehl herstellen, mit dem dann meine Sachen schneller würden wachsen. Den Bogen brauchen wir nicht, dann nehme ich für den Bogen sogar lieber den Pfeil mit. Und dann würde ich sagen, haben wir mal alles dabei, was man dabei haben muss. So, und dann gehen wir mal schauen, ob Tag ist. Dann gehen wir mal güchseln, ob schon Tag ist draussen. Und ob wir uns gerade direkt auf den Retourweg begeben. Und es sieht ganz danach aus, jawohl. Es sieht doch ganz danach aus. Dann würde ich sagen, haben wir richtig Erfolg, also wirklich gute Erfolg gehabt mit dem Farmen. Also wir haben wieder ein bisschen mehr Kohle, wir haben wieder Eisen, wir haben wieder mehr Gold, wir haben sehr viele Bäume, wir haben Heu, wir haben viel Bruchstein. Also das heisst, wenn wir jetzt das nächste Gebäude bauen, gehe ich davon aus, dass wir nicht so schnell wieder farmen müssten, sondern wir haben jetzt wirklich mal ein bisschen ausreichend Sachen. Jetzt muss ich überlegen, wo das Haus ist. Ich glaube, in die Richtung wäre das gewesen. Alles aus dem Kopf raus. Alles aus dem Kopf raus. Jawohl, da hinten ist es. Und ich muss sagen, auch von der Entfernung, es sieht mega aus, unser Dach. Also ich finde, wir haben das geil. Das haben wir wirklich richtig geil anbekommen. Das haben wir wirklich richtig geil anbekommen. So, da ist das Zuckerrohr von letztem Mal schon wieder gewachsen. Wir haben ja schon im Inventar, dann können wir das ja gerade noch mal schon mit einsammeln. Und dann noch verräumen. Und dann können wir nämlich jetzt gerade mal schnell langsam nachschauen, wie wir dann die Sachen einräumen wollen, also in unser Lager und wie wir unser Lager machen. Und dann können wir nämlich alles wunderschön schon richtig einsortieren, dass wir einfach alles beieinander haben. Da haben wir noch Eier. Die kann ich aber nicht mit aufnehmen. Okay, schade. Und unser Weizen ist schon ein bisschen mehr gewachsen. Also, einfach so Tintenfische, die aus dem... Bringen die etwas, wenn ich die töte? Oder sind die einfach nur da, zum gut aussehen? Also, viereckig gut aussehen. Mit so einem komischen Maul unten dran. Da hat es jetzt gerade wirklich ein paar aufs Mal. Fisch hat es ja auch. Ich glaube, wegen der Fisch sind die da. Die essen die wahrscheinlich oder so, oder? Ah, gut. Lassen wir sie einfach mal machen. Lassen wir sie doch einfach mal machen. So. Würde ich sagen, das lassen wir jetzt mal alles noch so sein. Wir schauen jetzt, dass wir dann noch mehr abfarmen, weil wir werden dann noch mehr Zäune machen, weil das haben wir jetzt genug Holz, wo wir eben 2 gegen rausgehen, dass wir das Wasser dann da haben und dann immer 3:3 machen. Da warte ich jetzt eben auch noch schnell, bis die paar Sachen parat sind, oder? Weil es wäre jetzt mühsam, wenn wir die schon wachsen lassen sind und trotzdem, wenn wir es jetzt wieder abbauen und neu machen, dann lassen wir es lieber noch schnell einen kurzen Moment wachsen. Dann müssen wir gerade mal schnell schauen.
Ich würde sagen, das lassen wir jetzt alles mal drin. Jetzt gehen wir wirklich gerade mal schnell rauf schauen, wie wir das am besten machen da mit unserem Lager. Das Einzige, was mich stören ist, ich wollte ja da, die Wand wollte ich auch etwas machen. Die Frage ist, ob wir einfach jetzt da mal so ein Lager machen und da machen wir dann einfach ein Fenster rein und da ist unser Lager und fertig. Oder ob wir dann da auch noch Kisten benötigen. Weil dann würde ich die zwei hier wegnehmen. Und dann würde ich die nämlich gegenüber versetzen noch. So mittig mit einem Abstand, damit dass es nicht so aufeinander aussieht. Weil wenn ich jetzt hier Kisten nebendran tue, sieht das einfach blöd aus. Ich müsste sie wie so, auch wenn ich sie da nicht tue, dann hat es wie so eine Ecke drin und das würde mich mega stören, ehrlich gesagt. Das würde mich mega stören. Aber ich würde jetzt sagen, wir fangen einfach mal an einräumen, sonst mal da rein. Dann können wir das ja immer noch später mal anschauen, wenn wir jetzt sagen, hey, wir brauchen wirklich unbedingt noch mehr Kisten. Würde ich mal sagen, da tun wir jetzt einfach mal alles unsere Holzsachen rein, also auch Holzstegen, Holztritte, tun wir dann alle da rein. Das kann ich mir nämlich gut merken, dass oben das Holz ist. Unten können wir ja dann uns um Stein kümmern. Also gut, Holz muss ich ja dann sowieso nochmal schnell mitnehmen. Dann können wir da nochmal schnell das rausnehmen. Komm, das können wir auch nochmal schnell rausnehmen. Ich muss ja dann noch gerade Schilder machen. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit der? Machen wir da einfach Erz? Tun wir da einfach Erz rein? Also Erzsachen, die noch nicht geschmiedet worden sind und unten dran tun wir Sachen rein, die schon geschmiedet worden sind. Kommt das doch nicht jetzt? Das tun wir da rein und das können wir dann als Erz beschreiben. Also da können wir dann zum Beispiel auch noch Kohle rein tun, das ist auch ein Erz. Die Magmablöcke und so das würde ja dann auch dazugehören. Und da unten tun wir die gemachten Sachen, also die sind ja noch roh. Ausser die sind nicht roh. Ich weiss gar nicht, ob man die noch irgendwie zusammenfügen oder nicht. Sonst würden die eigentlich in die Unterkiste gehören, aber ich glaube, wir lassen das jetzt mal so. Dann tun wir da dann die gemachten Sachen rein. Da können wir ja spezielle Sachen rein tun, wie zum Beispiel Magmablöcke. Was haben wir sonst noch speziell? Sonst haben wir aber fast gar nichts Spezielles. Smaragd wäre noch etwas Spezielles. Unten dran haben wir ja dann auch noch ein paar spezielle Sachen. Da könnten wir zum Beispiel eine Monsterkiste machen. Alles Sachen vom Monster, die spawnen. Oder jetzt haben wir so Knochen, Bogen und die Sachen. Dann bräuchten wir sicher mal noch eine Kiste, wo wir unsere Weizensachen und so an. Aber da bin ich schon am Überlegen, ob ich sogar da unten unter dem Dach etwas mache, wo wir die Sachen verräumen und nicht unbedingt da oben. Weil das wäre jetzt unsere Dingskiste, das wäre unsere Monsterkiste, das wäre unsere Erzkiste und das wäre unsere fertige Erzkiste. Da haben wir dann unser Holz und da haben wir unseren Stein. Ich glaube, das ist soweit schon mal gut. Wir werden dann wahrscheinlich dann irgendwann sogar mal eine Kiste dann eben noch brauchen für Erden oder für andere Sachen. Zu speziellen Sachen gehört ja eigentlich auch Leder. So spezielle Blöcke. Spezielle Blöcke oder spezielle Sachen. Kürbis könnte man zum Beispiel auch rein tun. Würde ich jetzt auch noch spezielle Sachen zählen. Nein, Kürbis gehört dann nicht. Nein, Kürbis wäre ja eigentlich, das tun wir sogar abpflanzen. Also nichts Spezielles. Und dann können wir dann irgendwo dann mal noch eine Futterkiste machen, dass das zum Beispiel unsere Futterkiste wird und das dann noch eine Erdenkiste. Aber dann müssten wir das dann noch wunderschön beschreiben. Jetzt muss ich gerade mal schauen, was wir da noch alles haben. Aber da haben wir noch einen speziellen Stein zum Beispiel, den tun wir dann über. Da haben wir noch Erde, dann haben wir da noch ein paar Holzsachen, wo wir dann, die kann ich gerade stacken schnell. Zaun brauchen wir sogar nachher gerade wieder. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich das gerade schon schnell... Komm, das tun wir jetzt alles noch schnell auf irgendwie. Andrazit. Stein. Stein tun wir dann auch bei den Bruchstein rein. Oder wir machen dann wirklich sogar eine separate Kiste noch für Stein. Da wären noch gemachte Materialien. Das wären... Das ist eine Frage, ja. Was mache ich mit dem da? Mit diesen Sachen. Die würden ja dann eigentlich auch in die Normalkiste reinkommen. Kohle, Lapizit... und die da. Tun wir das mal schnell verräumen. So, Holzsachen. Dazu zähle ich eben auch Holztritt, aber die können wir zum Beispiel zuunterst rein tun. Die da. Holzstege haben wir gerade keine da. Holz behalten wir. Das behalten wir jetzt gerade noch bei uns. Ich glaube, das würde dann sogar noch lange für die restlichen Zäune, sonst können wir ja nochmal holen. Oder ich verräume jetzt einfach mal alles und dann können wir ja immer wieder einfach mal alles rausholen, was man dann braucht. Einfach, dass wir mal ein bisschen Ordnung in das Ganze reinbringen. Da haben wir Stegen. Und jetzt ist halt die Frage, ob ich da noch separate Steinkisten mache oder ob ich sage, hey, da sind meine Bruchsteine und ob da sind meine Steine. Oder da ist Bruchstein und da sind Steinsachen. Weil ich glaube, das ist viel nützlicher. So, dann haben wir da ungemachtes Erz, haben wir gerade nichts bei uns und da unten würden die fertigen Erz reinkommen. Dass wir dann wirklich einfach noch alles beschreiben. Das ist ziemlich wichtig, dass ich dann das noch beschreibe. Schwarzpulver ist ja auch ein Monstergegenstand. Feuerstein ist ja auch von dem Monster. Das ist ein Spezialblock. Da könnten wir jetzt eben auch unseren Netterstein rein tun. Schwarzpulver, weisse Wolle könnte man zum Beispiel auch da rein tun. Finde ich, könnte man auch noch dazu zählen. So spezielle Sachen. Dann da können wir noch Pfeile rein tun. Dann kommt da noch Schwarzpulver rein. Feuerstein ist noch von dem Monster. Jetzt habe ich aber die noch nicht übersehen. Okay. Das ist eine Monsterkiste.
das können wir eben zu einer Essenskiste eigentlich machen. Wo man zum Beispiel, also der Rohrzucker und jetzt, komm, ich tue das Zeug jetzt einfach mal da rein. Alles so Gartensachen können wir mal da rein tun. Und da unten würde ich, wo habe ich jetzt meine Erde noch nicht da? Habe ich die nicht mitgenommen? Habe ich die jetzt nicht mitgenommen? Habe ich die jetzt aus Versehen irgendwo falsch rein da? Nein, ich glaube, ich habe es nicht mitgenommen, weil ich würde sagen, aus dem machen wir einfach normale Erdenkisten. Ich würde sagen, aus dem machen wir eine normale Erdenkiste. Okay, und da. Kisten wären ja dann auch spezielle Sachen eigentlich. Andererseits, Diamanten wären auch spezielle Sachen. Schilder lassen wir mal noch schnell da drinnen. Die Eier könnten wir eigentlich... Nein, die lassen wir mal noch da. Dann nehmen wir das noch mit. Das und Leine, das und Erde. Und Erde, weil da haben wir noch gerade das gleiche. Wolle können wir noch mitnehmen. Den Rest lasse ich jetzt einfach mal da drinnen, weil ich würde sagen, dann würden wir das lieber dann... Also unsere Kisten, wo wir einfach die ganze Zeit für irgendwelche Sachen brauchen, für unsere alltäglichen Sachen, wie unsere Kübel... Scheiben würden eigentlich auch noch wegkommen. Das wäre jetzt auch noch etwas, jetzt bräuchten wir eigentlich sogar noch so eine Sandkiste. Bräuchten jetzt eigentlich sogar noch eine Sandkiste, aber die könnten wir ja auch irgendwie mit der Kiste teilen. Die könnten wir ja eigentlich mit der Kiste teilen. Mit dem Holz nicht, mit dem auch nicht. Ich würde mal sagen, die könnten wir eigentlich dann mit der Erdenkiste teilen. Dass wir sagen, da kommt Sand und Glas rein. Sonst wir das einfach alles merken. Muss ich das einfach alles merken. Und sonst kann ich ja dann einfach immer noch schnell einen Blick reinwerfen und dann sollte das alles kein Problem sein. Kisten würde ich jetzt wirklich eigentlich zu den speziellen Steinen, also zu speziellen Sachen zählen. Dann da haben wir noch Fäden, die sind ja auch vom Monster. Da haben wir noch Knochen, die brauchen wir dann mal eben zum Ausprobieren, wie das ist mit der Mehl. Erde tun wir gerade noch schnell da rein. Da spezielle Sachen gehören auch Diamanten dazu, Leinen würde ich auch dazu zählen. Leder würde ich dazu zählen. Also wenn euch die Anordnung gefällt oder ihr sagt, hey, mach es doch lieber noch ein bisschen anders, ich habe eine bessere Idee, dann dürfen wir das lieber gerne in die Kommentare schreiben, aber ich tue es jetzt einfach mal irgendwie so machen, weil ich denke, das könnte eigentlich noch gut kommen. Das ist, glaube ich, nicht das Gleiche, oder schon? Doch, ist das Gleiche. Das sind spezielle Sachen, da gehört dann auch so ein Sattel gehört dazu. Und da habe ich noch einen Pfeil. Wo ist er jetzt da? Den tun wir auch da rein. Da haben wir schon 25 Pfeile zusammen, dann würde es sich sicher lohnen, wenn wir dann einen Bogen machen. Aber wisst ihr was? Ah, da haben wir gerade noch das. Nehmen wir doch auch gerade mit. Wir tun jetzt sicher mal unser Roshühnchen kochen. Und ich würde in dieser Zeit mal sagen, ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Wenn es euch Spass gemacht hat, lasst so einen Like da, einen Kommentar für Hinweise oder Tipps. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, der Runde Minecraft mit einem Schweizer. Danke vielmals und ciao.